was a little boy, I liked to catch the rain. While people all around my town watched it flow right down the drain. Hey, guten Morgen. Ich stehe jetzt da, nicht im Wallis, wie ihr da seht. Ich stehe im Männendorf und habe jetzt gerade bei der Lou und Guido übernachten. Ja, Guido übrigens der Chef vom Hypercase. Lou, meine gute Freundin, die Waterloo inspiriert hat. Und ich muss einfach festhalten, es ist so ein schönes Zuhause, das die haben. Also so schön. Und mit einem wunderschönen Garten, sprich mit Teichli und richtig schön. Und ja, aber ich sage mal, grüezi, weil ich bin in Zürich und da darf man das. Hallo zusammen, willkommen in Dresden oder willkommen bei unserem Wochenvideo. Ich bin heute in Zürich unterwegs. Richtige, wichtige Aufgabe im Namen von Kindermusik. Because our little shed in the bush wasn't on the main. The only water we had to use was in a tank got from the rain. Because there's no such thing as waste. Only stuff in the wrong place. No, there's no such thing as waste. Zürich hat auch wunderschöne Sachen. Yeah! Misusing water's a disgrace. So schön! Montagabend. Und ich bin wieder daheim im Wallis. Mein Wahlheimat. So viel schöner als Zürich. Ich sag's euch. So viel schöner. Aber das ist nur meine Meinung und mein Geschmack. Aber ja, ich fühle mich da wohl. Moved to the city, rented a house on my way to buy a bed. Oh, unsere ersten Woofers sind am Gehen. Und ja, dass alle Woofers so gut drauf sind wie die zwei. Weil unsere erste Erfahrung war eine gute Erfahrung. Danke vielmals, Maria und Wyatt. Someone lying on the side of the road, so I took that one instead. Heute sind wir am Heino seinen Stall am Ausbauen. Es gibt einen grösseren Hühnerstall auf den Wäschhäusli-Stall, weil sie brauchen schon mehr Platz. Das ist einfach so. Und Heino, lass mir meine Bohnen in Ruhe. So, meine lieben Leute, darf ich euch noch vorstellen, das ist der Thilo. Hallo. Und das ist der Björn. Der Björn übrigens ein natürlicher Anführer. Finden wir noch raus miteinander. Und das ist der Heino, sein Hühnerstall, so wie es jetzt aussieht. Wir nehmen es gerade auseinander, um es nachher grösser zu machen. Die Pfosten habe ich schon gesetzt. Da gibt es den Eingang, da gehen wir rundum. Und ja, da gibt es was, da gibt es was. Der Schnitt selber liegt hier einfach nur noch auf. Der Baum ist da. Und ja. Einfach Millimeter fehlen. Millimeter. Was aufliegt. So gut, die Schwerkraft. So, das ist unten. Jetzt liegt aber schön im Baum auf. Das heisst, wir können es schön schneiden. Weil das gibt jetzt Pfosten und Querbalken für den Hühnerstall. Genau, Björn. Schön bist du da. So fängt das gut an. Björn. Maschine. Thilo, ich sage dir, wenn wir mehrere Leute zusammen arbeiten dürfen, ist das super. Weil während der Björn und ich am Bäumfällen waren, ist der Thilo da am schon auseinandernehmen. Und schaut mal, wie das vorwärts geht. Oh! Ja, hallo, das ist gut. That's right, there's no such thing as waste. That old landfill is a disgrace. Ja, also bei mir ist jetzt schon Dienstag, kurz vor Mittag. Ja, ich glaube, ich habe gar nicht viele Videos gemacht, gell? Also Montag haben wir so gestartet, dass wir zuerst alle Tiere gemacht haben und nachher habe ich mit dem Wyatt und mit der Maria haben wir die ganze Stelle alle wieder mal richtig rausgemistet, alles rausgebützelt, schön aufgefüllt, wieder frisch mit frischem Stroh und so weiter. Und
Genau, das haben wir am Montag gemacht. Und am Montagnachmittag waren wir noch ein bisschen unterwegs. Das war mega schön. Ja. Und gestern Dienstag haben wir angefangen, Solartrockner zusammenzubauen. Das zeige ich euch nachher mal. Und jetzt bin ich hier mit der Theresa am Weitermachen. Genau, da sehen wir schon den ersten Teil des Solartrockner. Das ist auch das Teil mit dem Solar. Da haben wir alles zusammengebaut, Flügelgitter drin, die Bleche drin, alle richtigen Teile zusammengeschraubt. Alles festgemacht, genau. Und hier auf dem Tisch haben wir jetzt noch den Rest, was wir noch brauchen. Und das iPad natürlich auch, da ist die Bedienungsanleitung immer schön gross. Dann machen wir jetzt weiter, dann machen wir jetzt den Solartrockner fertig. Das ist der Plan für heute. Yeah! So, jetzt sind nur noch 2 so Netze drin. Und schaut mal, Theresa, wow, die absolute Hammer. Theresa treibt mit mir das da rauf. Und jetzt sind es nur noch 2, das heisst 5 sind oben, 2 noch unten. Alle guten Dinge sind 7. Hey, und bin ich im Wisp mit dem Björn und Theresa. Klasse haben wir gegessen, beim Schemami sind wir gewesen. Und sonst, so viele gute Sachen sind passiert. Ich muss sagen, danke vielmals. Watch this space. Und da komme ich gerade Lust über zu sagen, so schön. Found out that diesel cars can run on veggie fat. Bought a truck and hit the road, smelling like fish and chips. I rescue piles of wasted oil from the back of restaurants. Yeah, I'd be a fool if I bought my fuel when there's oil nobody wants. 'Cause there's no such thing as waste. Oh no, only stuff in the wrong place. Yeah, I said there's no such thing as waste. That old idea's gotta be replaced. Aber was schlägst du vor? Wie kriegen wir mehr Abonnenten? TikTok. TikTok haben wir schon. Viel mehr Fluss. Viel mehr Fluss, aber... Ja. Ja. Aber bei TikTok ist entscheidend, dass du eine Headline, eine starke Headline hast. Der User entscheidet in den ersten 2 Sekunden darüber, ob er sich das Video anschaut oder nicht. Und in den ersten 2 Sekunden musst du einfach überzeugen. Und So, wenn ihr die gleiche Meinung sind, könnt jetzt gerade liken, könnt jetzt abonnieren, weil ab jetzt ist der Björn ein fixer Teil von Paradies in Triest immer wieder im Video zu sehen. Genau, so klugscheisserische Bemerkungen könnt ihr haben, wenn ihr es wollt. Könnt jetzt abonnieren, gell? Daumen nach oben. Ne? Daumen nach oben. Now we gotta refuse. So, wir machen jetzt Feierabend. Aber schaut mal, so viel mehr Platz haben die Hühner bekommen heute. Also da sieht man zwar den Haken nicht so richtig im Licht, aber von da nach da, von da nach da, so viel. Und da gibt es ein neues Eingangstor, wo auch ein bisschen besser wird zu sein. Sehr gut, danke vielmals, Jungs. Wow, schaut mal, was wir Geiles gekriegt haben. 2 ganz neue Arvenholzbretter. Wunderschön, fein und fein. Eingestrichen mit feinem Orangenöl. Also, mega cool von unserem Besuch. Yeah! Reuse, repair, recycle. Refuse, reduce, reuse, repair, recycle. Vor langer Zeit habe ich doch gesagt, der Axel kommt zu uns und er ist dann doch nicht gekommen. Das Schicksal hat so wollen, dass der Axel gleich zu uns kommt. Schaut jetzt, meine Damen und Herren, hinten dran, der Axel ist jetzt der neue Mann von Foxy. Foxy und Axel, das neue Traumpaar von Triesta. Now I get my things out of garbage bins and I compost every crumb. I save my seeds and eat my weeds and feed the leftovers to your mum. Spieglein, Spieglein. Solarkasten. Ha, so gut, Claudia, ist sehr gut. Claudia und Theresa haben das wunderschön gemacht. Sehr schön, haben die das gemacht? Spieglein, Spieglein. Build a house from the rubbish tip, gonna keep this planet clean. Reuse ideas that have been around for years to live within its means. 'Cause there's no such thing as waste. Oh no. Only stuff in the wrong place. We did. I said there's no such thing as waste. Yeah. Only opportunity to be embraced.
sind. Ist Claudia da am Food Forest, hat Äpfel ernten. Mal schauen, was rauskommt dabei. Mal schauen. Also im ersten Food Forest Beet sind sie ganz klein geworden. Jetzt im zweiten Food Forest Beet, wie ihr da seht, sind sie schon ein bisschen grösser und mehr vielfach. Mehr, ja, mal schauen, was da rauskommt. I don't know what you're doing all alone. There's not enough time in this life to be wrapped up in your own thing, just doing your own thing. Guten Morgen, Axel. Der Axel ist unser neuer Siedelhuhn-Flüchtlingsaufgenommener. Ja, der hat so eine geile Frisur, der Axel. Und der wohnt jetzt mit der Foxy zusammen. Er und Foxy sind jetzt das Team schlechthin. Wir hoffen es. Aber ja, wir müssen ja zuerst mal wir kennenlernen. Yeah, wrapped up in your own thing, thinking about your own thing. Das ist übrigens Therese, wenn ihr sie noch nicht kennengelernt habt. Therese und ich, wir sind jetzt heute Morgen noch schnell da zu einer Höhle raufgekommen, weil unsere Geister haben gefunden, sie wollen etwas anderes sehen. Es wird schon wieder Zeit, um sie umzuzäunen. Aber wir haben sie locker gefunden, da bei der Höhle. So ziemlich weit oben, wie ihr seht. Ja, aber Ladies, wir müssen zurück in die Weide, weil ich weiter arbeiten. Heute machen wir eben die zweite Hühnerstall fertig machen, Freya. Es ist Mittwochnachmittag, es ist heiß, es ist schön, es ist wunderbar. Wir sind jetzt da beim zweiten Hühnerstall, also beim Josin Hühnerstall. Und der Plan ist, da aufzumachen und da überall rundum im Busmius zuzumachen, dass die Hühner nicht mehr raus können und dafür dauernd da im Stall können umeinander irren, um eben, wie das machen, rauspicken. Weil das ist schon etwas, was ich möchte, dass sie das können, den Stall sauber behalten. Aber wichtig ist, dass sie nicht raus können und dass der Fuchs nicht rein kann. Und ja, das ist jetzt der Plan. Übrigens, wenn es gerade so heiß ist und so trocken, ist es ein guter Moment, um darüber zu reden, über Water Stories. Kennt ihr waterstories.com schon? Vom Zach Weiss. Der Zach Weiss ich, ist der auf der Welt, der so viel für Wasser macht. Und ja, er hat im Moment einen Kurs für alle Leute, die Permakultur betreiben oder allgemein einfach die Welt wollen, die Natur helfen und unterstützen. Geht auf waterstories.com den Kurs anschauen, es ist sehr, sehr spannend. Ich habe heute Morgen auch wegen Stipendien angefragt. Weil es ist der beste Kurs, was es überhaupt je hat gegeben zum Thema Wasser und Teich und Wasseraufarbeitung in der Natur. Geht schauen. waterstories.com. So, da ist offen, die Hühner können innen und raus, wie sie wollen. Und da können sie einfach auf jeden Fall nicht mehr raus. Weil ganz vieles Maschendrahtzaun, das wir von der Tori bekommen haben, ist jetzt dran. Auch am Tor. Und da, jetzt morgen, gibt es, oder als nächstes, gibt es da einen Anbau. Weil das wird die Ausbrutstation für gluckerige Hühner und Küken. Und dann brauchen sie auch so einen Sicherheitshafen, wo sie dann aber auch da rein können, wenn sie dann groß genug sind, zum grossen Revier haben. Da gibt es da dann Aussengehege, Ausbrutstation. Genau. Der Design ist ganz klar. Die Hühner als Putzfrauen und Putzleute von dem Stall. Genau. Nur schnell ein Loch haben wir graben für einen Pfosten. Und da stellt sich ein grosses Rätsel. Die Steine sind gemeißelt. Das ist
ein Stück, eine alte Mauer, eine alte irgendwas. Wir haben auf jeden Fall was Altes gefunden und haben kein Loch, sondern nur Mühe haben wir, das Zeug rauszubringen. So spannend. Spannend wie mühsam, alles beieinander. So ein Stein ist doch nicht Natur. Oder vielleicht doch? Wer weiß. Auf jeden Fall ist er ziemlich rund und sieht bearbeitet aus. Und wenn man da schaut, links und rechts davon, hat es da mehr. Aber da unten ist dann wieder nur Erde. Also, keine Ahnung, komisch. I've got an idea. Jetzt bin ich gerade jene Sprachnachrichten am Aufnehmen und am Blumengießen gsi. Und was sehe ich da? Unsere Geissen sind schon wieder unterwegs. Morgen zusammen. Hoi. Also jetzt weiss ich, wieso die Geissen zu uns gekommen sind und nicht abgehauen sind. Die Shakti hat sich verfangen im Hag. Wie dort mal auch die Heidi. Und sie sind gekommen und sagen, hey, wir müssen Shakti befreien. Aber ich bin rechtzeitig gekommen. Die Geissen haben uns rechtzeitig kommuniziert. Alles gut. Things to do, but they'd be 10 times better if I did them with you. Wie neue Kutsche, ist das so schön! Mit dem Sascha im Emmental, der Roberto, der gute Typ, hat mir das so. Schau mal, so geil! Schau dir mal, meine neue Kutsche. Ist das nicht geil? Du hast schon zwei. So, und schon ist er vom Lastwagen. Der riesengute Typ, hat es organisiert. Schau dir mal so gut. So gut wie gemessen. So come over here. So, jetzt haben wir alles vollbiges Holz für den Sascha. Weggeliefert. Noch nicht. Wir haben noch. We'll make 'em happen. So, nächste Mission. Wir sind jetzt da in Gamsen. Und das Holz ist abgeladen. Jetzt warten wir auf den Tilo und dann tun wir das dritte da runter. Mal schauen, mal lagern zum Restaurieren. Weil, wie ihr seht, es ist dreckig, es ist ein bisschen verhockt, ein bisschen verrostet. Aber ist schon gut, das kann man auch, das bringen wir her. Ein bisschen TLC. So, Kutsche ausgepackt, packiert, jetzt tun wir es zudecken. Ich habe eine Scheissfreude. Sascha, ich sag dir, ich habe eine Scheissfreude. Schau dir mal das an, von rundherum ist das nicht schön. Hoi, 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 hoi. Oi, und schaut, da hat es noch sogar Stauraum. Sehr geil. Ich sage nur danke vielmals, Isa, dass du rechtzeitig gepostet hast. Danke vielmals, Sascha, fürs Abholen. Tilo, Theresa, danke fürs Ablapfen. Hey, danke Universum! Wow! Inspiration, no collaboration. 3 Bänder im Gesamten. 3, ja. So, heute ist es wieder mal so weit. Heute sind wir wieder mal am Umzäunen. Das 5. Colin ist da unten irgendwo. Genau. Geht es super schnell. Und das Gute ist, die Sonne scheint noch nicht so stark. Bit of inspiration, no collaboration. Let's get together. Oh, mach ich Siesta. Es ist nämlich auch heiß für die Hühner. Nicht nur für uns Menschen, auch Hühner haben heiß, gell? Und chillen alle an der Sonne. Im Booze Muse. All gechillt. All my people in the neighborhood, where we've lived here so long, what
Samstagnachmittag. Heute Morgen haben wir geweidet. Ich bin jetzt unsere Kleinwäschmaschine für Therese am Füllen. Tilo ist unser Backofen am Flicken. Gell, Tilo? Claudia geht den Monzig ausmessen. Wenn sie ihn findet. Therese macht jetzt die Wäsche. Und ich gehe mal gucken, was der Björn macht. Björn, der Björn ist mit mir jetzt, also ich helfe jetzt dem Björn, Regale Also aufzuhängen. du hilfst mir jetzt dabei, dass wir gemeinsam auf die Claudia warten. Für was? Ja, die Claudia, die weiß noch nicht genau, wie sie das gerne hätte. Das machen wir, entscheiden wir. Wir machen jetzt die Tablare darauf. Da, irgendwo gibt es Tablare. Genau. Also in Permakultur ist ja Earth Care, Fashion, People Care. Und ich möchte schnell ein bisschen auf People Care eingehen. Wir haben jetzt angefangen mit Woofers, für Woofers aufmachen und für andere Leute aufmachen, jetzt wo Pura wieder fertig ist. Und ich merke schon, es ist eine riesige Bereicherung für die Paradies in Triesta. Nicht nur, dass wir unserem Namen gerecht werden oder den Begegnungen. Es ist auch so, dass Claudia und ich extrem viel fest geniessen, so viel neue frische Energie drin zu haben. Und wir haben Leute wie Theresa zum Beispiel, die uns helfen andauernd. Wir sind alle am Lernen, wir sind alle am Wachsen. Und das People Care ist so eine wichtige Sache. Und wir wollen euch einfach mitteilen, ab jetzt wirklich Paradies in Triesta ist ein Ort, wo man hinkommen kann, man kann lernen, man kann erfahren, man kann sich weiterentwickeln und es geht und man kann neue Leute kennenlernen und es funktioniert wunderbar. Das ist das Zukunftskonzept, ein grosser Teil davon. People Care wird ein Schwergewicht geleitet. Gell, Claudia? Ja. Ja, und jetzt kommen wir langsam zum Ende vom Video. Und am Ende vom Video, dem heutigen Sonntagmorgen, oh, der Sonne blendet sicher, kehren wir uns um. Jetzt blendet es mich. Jetzt blendet es dich, also kehren wir uns so um. Und was sagen wir? Ja, danke vielmals fürs Zuschauen. Ja, zumindest. Und danke fürs Kommentieren, fürs Teilen. Und Abonnieren, falls du nicht gemacht hast. genau. Claudia, das hat uns jetzt mit drin abgeschnitten. Der Schluss, den wir heute Morgen aufgenommen haben, müssen wir noch mal aufnehmen. Oh nein. Ja, du hast eben gerade etwas gesagt von ja genau. Ja, Weißt du noch, was nachher gekommen ist? Nein, ich weiss es nicht mehr. Ich auch nicht. Aber hey, danke vielmals fürs Zuschauen miteinander. Und wir danken vor allem auch unsere neuen Mitbewohner. Und wir danken allen, die jetzt nächste Woche noch dazukommen. Und alles, was passieren wird. Ja, ich würde auch sagen, wir freuen uns. Vor allem danken wir dir, genau dich meine ich. Danke dir, dass du zuschaust. Jede Woche immer wieder von neuem. Ja. Schön geht's dir. Und falls du noch nicht abonniert hast, dann mach doch das einfach noch. Wir haben schon bald 300 Abonnenten. 299 in Ja. dem aktuellen Moment. So, Ja. ein Abonnent, dann bist du der 300. Und der Björn hat noch einen guten Vorschlag gehabt. Der 1000. Abonnent. Der 1000. Abonnent, wo wir merken, zack, da ist der 1000. Ha, kommt 2 Wochen gratis Ferien über in der Reste. So ist es. Guter Input. Ja. Sehr gut. Also, Freunde. Also, tschüss zusammen, bis nächste Woche.